다 남긴 차게르지 말람 걸려 지시에요. 타마들이야. 인 타마들이야. 지가셔시에요. Normalerweise sage ich 오늘은 während des 가사시야. Manlam einige 가사베 Worte 좋아 und so möchte ich hier einige Worte sprechen. 가사코로 끼셔시에 Eigentlich 관해서 sollte 대해서 ich gestern 제네 sprechen, 에네 aber ich 가게나로 war 어디 viel zu beschäftigt. Ich habe 라드 einfach 스탠딩도 vergessen, mich 라드 dafür 스탠딩도 vorzubereiten. 다르레 끼셔팅이 봐. Und später 제네 tauchte auf 라드 dem 다르레 Internet 스탠딩. diese 어디 Live-Übertragung auf. 저랑 Ich dachte, was 끼셔시야 ist 돼 denn 보디 das? 요래서 Ja, und dann habe ich 아니 gefragt und dann 지규시네 hieß es, ja, sie 벤세베데 warten auf dich, 다다 um 지니요 eine Ansprache zu 상관도 halten. 자인스 제시들이 시하고 Und dann wurde mir klar, dass das heute nicht klappen würde und ich habe es auf morgen 그래 verschoben. Ich war einfach viel zu 가사게 beschäftigt 시하고 gestern. 베베 그래 제샤 Und ich habe selbst vergessen, dass ich überhaupt eine Ansprache halten sollte. 린딜리아다 아주 보가시아들이야 아봉 아주 그 유망한 티니 저수 맞추 디젤이야 그 유망한 파마추 Dieses Jahr 다진데 in der Boca Shetra hatten wir das 33. vom KG Mönlam, spezielles, besonderes KG Mönlam. 최고 야천부 다 근데 베베 Und das Winterdharma hat dort stattgefunden und das spezielle KG Mönlam. Wir hatten also zwei große Dharma-Aktivitäten direkt hintereinander und die Leute, die daran beteiligt waren, mal die Vorbereitungen dort in Boca Shetra zu organisieren, da brauche ich nicht darüber zu sprechen, dass sie eine wunderbare, hervorragende Arbeit geleistet haben. Und viele, die mit mir verbunden sind, und die Arbeiter und so weiter, alle sagen, dass die dort in Boca Shetra in der Vorbereitung sehr hart gute Arbeit geleistet haben. Und deswegen möchte ich hier in Boca Rinpoche und Khenpo Rinpoche dort meinen Dank übermitteln und dem Boca Shetra und dem Hauptkloster natürlich auch. Alle denen, die dort als Arbeiter oder als Organisatoren mitgeholfen haben und all den anderen, die damit verbunden waren, meinen Dank hier übertragen. Nun, im Besonderen im Hinblick auf den KG Günchö des Winterdharma in den letzten Jahren waren die Ausgaben durch den Tsobo Labrang gesponsert und die Vorbereitungen durch die jeweiligen Shetras durchgeführt. Dieses Jahr war es so, dass Boca Shetra die volle Verantwortung übernommen hat. Und zugleich, weil wir dann meist nach dem KG Günchö einen Mönlam haben, und wir alle Sangha-Mitglieder, die am Winterdharma beteiligt waren, dann hätten die in ihre eigenen Klöster zurückgehen müssen, dann wäre es sehr schwierig geworden, dieses Mönlam tatsächlich stattfinden zu lassen. So, wir haben es dort in dem Boca Shetra durchführen können und die Sponsoren, die für Mönlam zuständig sind, haben sich da bereit erklärt. So hat mir Boca Rinpoche und Khenpo mitgeteilt, dass sie bereit sind, es dort durchzuführen. Und so sind alle die Ausgaben für dieses besondere Mönlam hier durch Boca Labrang und Boca Kloster übernommen worden. Und vielen herzlichen Dank dafür. Das Hauptkloster Boca Kloster dort der Schatzmeister ist dort ein bisschen krank und konnte deshalb nicht kommen.
ist diese Zeit in Taiwan. Aber er hat eine völlig reine Absicht und ist jemand, der hervorragende Arbeit und Unterstützung für die Rinpoches leisten kann. Ich möchte deshalb alle in dem Sangha darum bitten, ihre Herzenswünsche darauf zu richten, dass er in Kürze genesen und zurückkehren kann. Und heute hatten wir insbesondere die Übung der 5 Gottheiten, Tara, wie du weißt, und Bokar Rinpoche ist, wo immer er auch hinging, immer eine Tara-Statue mit ihm gehabt. Er hat immer eine Tara-Statue bei sich geführt. Und seine besondere Gottheit war Tara. Und es fühlte sich an, dass er in jedem seiner Schreinräume dort eine Tara-Statue war. Da waren die Befriedenden und die Bereichernden und so weiter. Wahrscheinlich keine zornvolle, aber alle anderen Formen waren dort immer gegenwärtig. Und seine Hauptgottheit war eben sein Hauptfokus, seine Hauptinspirationsquelle war Tara. Und in dem Kagyu Winter Dharma hatten wir jetzt also eine Übung der 5 Gottheiten von Hayagriva. Und als ich das ansprach, sagte er, das wäre eine gute Idee, diese 5 Gottheiten der Tara dort auch stattfinden zu lassen. Und so haben wir uns entschlossen, dass es gut wäre, die 5 Gottheiten von Hayagriva durchzuführen und dieses Jahr jetzt die 5 Gottheiten der Tara. Wobei der Text des Rituals selber mich sehr in Anspruch genommen hat, dass ich sehr beschäftigt war, um diesen Text fertigzustellen, weil es ja in ausführlicher Weise eine Tara-Übung beinhaltet. Aber das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir eine außerordentlich glücksverheißende Verbindung hier geschaffen haben. Und wegen all des Guten, was daran liegt und die Keime des Guten für weiteres Gutes, mögen all die verschiedenen Lehrer der verschiedenen Arten von Lehrüberlieferungslinien gesund sein und in ihrer Aktivität und auch ihre Gemeinschaften überall in der gesamten Welt in Dharma zum Blühen, Gedeihen bringen, dass überhaupt in dieser Welt Hungersnot und Krankheit und Not vermindert sei. Und dieses Jahr haben wir hier Bokar Yangsi Rinpoche, der noch jung an Jahren ist. Und Khenpo Dödje hat das Alter von 80 Jahren erreicht, wie ich es bereits während seiner Geburtstagsfeier gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, er soll die Wunsch machen, dass er noch weitere 10 und 20 Jahre dort hier bleiben solle, um den Kagyu Dharma und Aktivitäten zu unterstützen. Und alle die Unterweisungen, die Bokar Rinpoche übertragen hat, die Grundlage dieses Klosters, die vorherigen Bokar Rinpoche, er war jemand, der eine ganz tiefe Verbindung zu dem früheren Bokar Rinpoche hatte, der immer mit ihm zusammen war. Das ist ein gutes Beispiel, das wir uns als Vorbild nehmen könnten. So wie der Dalai Lama ihn preist, ihn deswegen in vielfacher Hinsicht. In all den verschiedenen Klöstern heißt das, Bokar Rinpoche und Khenpo Lodrö waren wie ununterscheidbar. Waren ein gutes Beispiel für das Vinaya. Und ich habe das vernommen und ich habe sie in jeder Hinsicht sehr respektiert und wertgeschätzt. Insofern hat Khenpo
eine sehr starke Verbindung zu dem früheren Boca Rinpoche und deswegen hoffe ich, dass er noch weiter lebt und weiter lehren kann und seinen Herzensrat weitergeben kann an Boca Rinpoche, an den Yangtze. Wenn ich an mich denke, ich selber hatte niemand, der mich in jungen Jahren derart unterweisen konnte. Verschiedene Leute haben mir alle Befehle gegeben und gesagt, was ich alles tun soll. Aber jemand, der mir richtig einen Herzensrat, eine Unterweisung geben konnte, an dem ich halten konnte, den hatte ich nicht in jungen Jahren. Und so ist der Yangtze Rinpoche hier sehr jung noch an Jahren und es braucht jemand, der mit großer Liebe und Fürsorge sich um ihn kümmert und nicht nur herumkommandiert, du musst dies oder jenes machen, so wie jemand, der Befehle erteilt, sondern jemand, der wirklich ein Liebe und Mitempfinden hat und von der Tiefe des Herzens. Und ich glaube, dass niemand anders dafür geeignet wäre, so der Art wie Khenpo Rinpoche. Und natürlich wäre es möglich, wenn es möglich wäre, dass er für 10.000 weitere Jahre leben könnte, dann wäre das wunderbar. Er sollte alles tun, dass er noch weiter leben kann. Ja, wenn ich ihn aber so frage, dass er für weitere 10 oder 20 Jahre eher sein könnte, dann bitte ich ihn dafür einen tiefen Herzenswunsch zu machen. Und also bitte, Khenpo Rinpoche, bitte mache diesen Wunsch und möchte auch alle anderen in dem Sangha dazu anhalten, dass sie einen solchen Herzenswunsch hegen. Dieses Jahr haben wir die Winter Dharma Teachings hier vollzogen und die Frühjahr Dharma für die Nonnen wird auch stattfinden, aber wir hatten eigentlich kein richtiges Mandlam. Und das, wo viele Gäste aus vielen Ländern sich versammeln. Und ich habe gedacht, dieses Jahr, so habe ich die Meinung geäußert, dass wir es dieses Jahr noch verschieben sollten, dafür aber definitiv nächstes Jahr in Bodh Gaya wieder ein Mandlam stattfinden lassen sollten. Es ist bereits einige Jahre, dass wir ein solches großes Mandlam nicht gehabt haben und ich denke, wir werden wieder in der Lage sein, ein Bodh Gaya, ein Mandlam stattfinden zu lassen. Von meiner persönlichen Sicht her, was soll ich sagen, was mich betrifft. Es sind einige Jahre, dass ich nicht in Indien gewesen bin. 5 oder 6 Jahre sind bereits verstrichen, wo ich nicht habe dort sein können. Also ich würde gerne wieder zurückkommen, das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und ich denke, dass da einige Leute sind, die überall und außerhalb Indien diesen Wunsch haben, dass es gut wäre. Also ich habe diesen Wunsch. Ich brauche nicht die Gründe zu nennen, warum ich gerne zurückgehen würde. Jeder weiß das. Aber wie alle wissen, war in den letzten 18 Jahren die meiste Zeit hatte ich wenig Chancen herauszugehen. Die meiste Zeit, wo ich in Indien war. In all dieser Zeit gab es viele Ereignisse und Situationen und Schwierigkeiten und diese Erfahrung davon, der Einfluss davon habe ich immer noch. Also es ist nicht so einfach, plötzlich mich dort nach Indien zu begeben. Und wenn ich zurückginge und würde alle wieder diese Schwierigkeiten erfahren wie zuvor und wenig Freiheit hätte, dann wäre da kein großer Sinn und Nutzen darin, zurückzugehen. Wenn ich zurückginge und
und hätte dann weitere Jahrzehnte in dieser Weise zu verbringen. Da gäbe es keinen Nutzen. Ich bin jetzt schon in den 30ern, wenn ich dann noch weiter 20 Jahre so verbringen müsste, dann wäre ich schon ein alter Mann. Also ist das etwas, worüber man sehr sorgsam nachdenken muss und darüber sehr entspannt sein muss. Aber sorgsam, und wie ich es bereits zuvor ausgedrückt habe, das noble Land Indien und Tibet haben eine Verbindung des Dharma über Tausende von Jahren hinweg. Das ist viele, viele Tausende von Jahren ist da eine solche tiefe Verbindung des Dharma und die Zeit, wo dann seine Heiligkeit Dalai Lama nach Indien kam. Und all diese Zeit braucht man nicht zu erwähnen, was für eine tiefe Verbindung daran sichtbar wird. Es ist also kein Grund, das weiter noch betonen zu müssen, dass eine tiefe Verbindung zwischen Tibetern und Indern besteht. Was die Kagyu-Überlieferung der Lehrrichtung anbetrifft, haben wir viele Klöster dort errichtet und viele Mönche sind dort. Und es ist sehr großartig und wichtig, dass diese Beziehung ist von großer Wichtigkeit. Nicht nötig, das noch zu betonen. Ich erachte dies als außerordentlich wertvoll, kostbar. Wie auch immer, so wie ich es bereits zuvor schon erwähnt habe, ist die Art und Weise, darüber nachzudenken, der Art, aber wie man es dann in Handlung umsetzt, braucht viel Geschick. Und wenn wir dieses Geschick nicht haben oder aufbringen, aber nur dann ist es auf jeden Fall gut, die gute Herzensmotivation, den Beweggrund zu fördern. Und deshalb möchte ich, dass ihr dies alles in eurem Geist und Herzen bewahrt. Und wenn unser Karma und unsere Wünsche zusammenkommen und wir nach Indien zurückgehen können und uns dort sehen können, dann ist das etwas, worüber ich mich freue, dass ich auch reisen kann nach Bhutan. Und in der Vergangenheit war ich nicht in der Lage, dorthin zu reisen. In der Zukunft hoffe ich, dass ich nicht nur nach Indien, sondern auch nach Nepal und Bhutan werde reisen können. Wenn es nicht größer und großartiger ist, was ich da dann machen kann, dann wenigstens, dass es nicht weniger wird und dass wir uns alle treffen können an einem Ort. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir dieses große Glück haben werden, dass dies stattfinden könne. Und deswegen bitte ich euch sehr entspannt in eurem Herzen zu sein und nicht mit Sorgen euch zu plagen. Ich habe wirklich nicht viel anderes zu sagen heute. Ich sollte ihm einen Rat geben, aber ich habe eigentlich jetzt keinen besonderen Rat, den ich geben könnte. Wie ich eigentlich das schon gesagt habe, dass wir zusammenarbeiten daran und werden wir sprechen mit den indischen Regierungen, werden diskutieren, was die Bedingungen sind. Aber es ist nichts, was jetzt so zur Entscheidung ansteht, dass ich sofort sagen könnte, ich mache dies oder jenes. Es war sehr schwierig in den früheren Jahren. Und wenn ich jetzt einfach dahin reisen würde und es wäre derart, was wäre das? Das wäre außerordentlich schwierig. Also, wir haben keine andere Wahl, als solche Art darüber nachzudenken, auch wenn ich das nicht gerne möchte. Das ist nicht nur auch, was Indien betrifft, sondern auch nach Nepal, wo ich gerne hingehen möchte. Ich bin da zwar durchgekommen einmal für einige Stunden, die ich durch Nepal durchquert habe, aber ich habe nie die Gelegenheit, absichtlich Nepal zu besuchen. Ich habe die große Hoffnung, dass ich nach Nepal auch gehen könnte und in der gleichen Weise nach Bhutan.
In all der Zeit des früheren Karmapas, Dharma-Könige, haben sie eine große Beziehung gehabt zu den Dharma-Königen dort in Bhutan. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Beziehung der Zeit des echten Karmapas Mikye-Dorje, oder auch das Lüsum Khenpa Patrul besucht hat. Also ich habe selber auch die große Hoffnung, dass ich nach Bhutan werde reisen können. Ich möchte deshalb euch alle bitten, dies in eurem Herz und Sinn zu bewahren und heute betreffend